aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Die 10 größten Irrtümer über Burgen. Wenn wir an das Mittelalter denken, tauchen sofort Bilder auf. Brennende Burgen, kämpfende Ritter, siedendes Pech, geheime Tunnel und gefangene Bauern in dunklen Verließen. Doch, was, wenn das alles gar nicht stimmt? Viele dieser Vorstellungen stammen nicht aus der Zeit der Ritter, sondern aus Romanen, Filmen und den Fantasien des 19. Jahrhunderts. Das echte Mittelalter war weit spannender und oft ganz anders, als wir glauben. In diesem Video räumen wir auf mit den größten Burgmythen, von angeblich unbezwingbaren Felsenfestungen bis zu Raubrittern und Folterkammern. Ich zeige euch die 10 größten Irrtümer über Burgen. Überraschend, historisch fundiert und garantiert anders, als ihr denkt. Also, es wird Zeit für das echte Mittelalter. Erstens. Burgen waren ständig umkämpft und Orte des Krieges. Falsch. Viele stellen sich das Mittelalter als eine Zeit voller Belagerungen und Kämpfe vor, als wären Burgen ständig in Flammen aufgegangen. Tatsächlich dienten die meisten Burgen aber gar nicht dem Krieg, sondern der Verwaltung, Sicherung eines Herrschaftsgebietes. Sie waren Zentren von Macht, Gerichtsbarkeit und Organisation und meist erstaunlich friedlich. Zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert kam es nur selten zu echten Belagerungen. Der Hochadel verstand seine Burg als Symbol der Ordnung, nicht als ständige Kampfstellung. Hier ein besonders schönes Exemplar einer Burg, die Burg Reineck in Südtirol im Sarntal. Hier sieht man eindeutig ein Verwaltungszentrum. Zweitens, Burgen wurden immer auf unzugänglichen Bergen gebaut. Falsch. Nicht jede Burg thront auf einem Felsen über dem Tal. Viele wurden an gut erreichbaren Wegen oder Flusspunkten errichtet. Dort, wo Handel, Verkehr und Abgaben kontrolliert werden konnten. Die Wahl des Standorts hatte also oft wirtschaftliche Gründe, nicht nur strategische. Eine Burg musste leben können und das ging leichter in der Nähe von Menschen, Straßen und Märkten. Hier ein schönes Bild einer Felsenburg, links die Reste der Burg Neugutenstein oder Gebrochen-Gutenstein. Warum auf dem Felsen? Naja, rechts haben wir die Straße, die seit jeher da vorbeiführt und natürlich auch den Fluss. Und natürlich links auf der Hochfläche gelegen, der eigentliche Bauhof, also Gutshof der Burg, die Burg versorgte. Hier eine freie Rekonstruktion, so könnte die Burg ausgesehen haben. Drittens. Die Motte, also der Turmhügel, war der Vorläufer der Steinburg. Und alle Burgen waren früher aus Holz gebaut. Falsch. Diese Vorstellung hält sich hartnäckig, stimmt aber so nicht. Holzburgen und Steinburgen existierten über Jahrhunderte hinweg nebeneinander. Schon im 11. und 12. Jahrhundert wurden große Steinburgen errichtet, meist von reichen Adelsgeschlechtern, die sich das leisten konnten. Wir müssen auch von der Vorstellung wegkommen, dass die sogenannte Turmhügelburg oder Motten, übrigens keine mittelalterlichen Begriffe, grundsätzlich aus Holz waren. Wo auch immer diese Bauhauptung herkam. Viele dieser Türme auf dem Wale bestanden aus Stein oder einer Mischbauweise, unten gemauert, oben aus Holz oder Fachwerk. Der Übergang von Holz zu Stein war also kein plötzlicher Sprung, sondern ein fließender Prozess über viele Generationen hinweg. Hier 3 sehr schöne Beispiele von Turmburgen. Links die Burg Leinroden, etwa aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, wo man hier nicht 100% sicher ist, ob nicht doch mehr Gebäude bestanden. In der Mitte die Burg Offlings, auch Baden-Württemberg, etwa aus dem
13. Jahrhundert und ganz rechts die Burg Bettendorf in der Oberpfalz, etwa 14. Jahrhundert, die ebenfalls aus einer Turmburg herausging. Viertens. Verteidiger schleuderten heißes Pech und Öl auf die Angreifer. Falsch. Das berühmte Bild vom siedenden Öl, das durch die Zinnen oder Pechnasen gegossen wurde, ist eine reine Fantasie des 19. Jahrhunderts. In Wirklichkeit nutzte man bei einer Belagerung Pfeile, Bolzen oder Steine. Und das mit beachtlicher Präzision. Pech oder Öl wären viel zu kostbar und gefährlich gewesen. Spätestens mit der Einführung von Feuerwaffen war diese Methode ohnehin überholt. Links sehen wir eine fantasievolle Verteidigung der Burgmauer und rechts, wie es sich im 15. Jahrhundert wirklich abgespielt hat. Hier der sogenannte Pechnasenturm zu Schwäbisch Hall, heißt wirklich so, ein Tor mit wirklich sehr schönen 4 bzw. 6 Wurferkern. Fünftens. Der Burgeingang war absichtlich eine Falle für Angreifer. Falsch. Oft heißt es, der Zugang sei so gebaut gewesen, dass der Angreifer mit seiner Schwertseite an der Mauer entlanglaufen musste und dadurch im Nachteil war. Klingt clever, ist aber ein modernes Konstrukt. Tatsächlich richtete sich die Lage des Burgtors schlicht nach der Topographie, also nach dem Gelände und dem einfachsten Zugang, nicht nach der Händigkeit des Gegners. Hier sehen wir links das Burgtor, das so angelegt ist, dass man reinkommt, und rechts die berühmte Treppe gegen den Uhrzeigersinn. Viel mehr legte man auf Enge bei Treppen das Augenmerk. Und hier der Kampf auf der Treppe, wo eigentlich ausschlaggebend war, wer oben war, war im Vorteil. Sechstens. In jeder Burg gab es Verliese und Folterkammern. Falsch. Das düstere Bild vom Kerker tief unter der Burg stammt aus Schauerromanen des 19. Jahrhunderts. Nur wenige Burgen besaßen überhaupt einen echten Verliesraum. In der Regel waren diese Gewölbe Vorratsräume oder Wasserzisternen. Erst in der frühen Neuzeit, also im 15. und 17. bis 17. Jahrhundert, entstanden wirklich Folterkammern und die meist nicht auf Burgen, sondern in Stadtgefängnissen, sogenannten Fronfesten. Hier sehen wir ein Gewölbe, das als Zisternenraum genutzt wurde und nicht als Folterkammer oder Verlies. Hier ein Originalplan, wie sich so ein Zisternenraum darstellt. Siebtens. Jede Burg hatte Geheimgänge und Schatzkammern. Falsch. Von den unzähligen Mythen über geheime Tunnel bleibt kaum etwas übrig. In ganz Deutschland lassen sich nur wenige kurze Fluchtgänge nachweisen. Meist kleine Verbindungsschächte oder Zugänge zu Brunnen. Auch Schatzkammern im modernen Sinn gab es kaum. In kleineren Burgen dienten einfache Gewölberäume als Lager oder Aufbewahrungsort für Wertgegenstände, nicht als mystische Schatzhöhlen. Einer der wenigen Verbindungsfluchtgängen, sagen wir es mal lieber so, befindet sich auf der Burg Hilgertsberg an der Donau. Hier geht vom Burghof aus ein kurzer Tunnel hinaus an die Kapelle in die Vorburg, wahrscheinlich eher als Abkürzung gedacht. Hier sehen wir den Fluchttunnel rot markiert im Grundriss der Burg. Achtens. Bauern bauten Burgen mit Blut und Schweiß. Falsch. Zwar mussten Bauern Fron- und Spanndienste leisten, aber der eigentliche Burgbau lag in den Händen erfahrener Fachleute, Maurer, Steinmetze, Zimmerleute. Diese wurden bezahlt, nicht versklavt. Bauern übernahmen in dieser Zeit vor allem unterstützende Arbeiten, doch sie verrichteten ihren Fron- und Spanndienst nicht während der Aussaat- oder Erntezeit, denn auch der Burgherr war auf die Erträge und der Feldarbeit angewiesen. Die Vorstellung vom geschundenen Bauern, der endlos Steine schleppt, ist ein Produkt romantischer Geschichtserzählung, nicht der Realität.
Also, Spezialisten bauen eine Burg, nicht die armen Bauern. Und hier natürlich die bekannteste moderne Burgbaustelle Gideon in Frankreich, ein experimentelles archäologisches Projekt. 9. Ritter waren ungehobelte Haudegen. Falsch. Das Bild vom trinkfesten, rauflustigen Ritter mit Schwert und Helm ist weit von der Wahrheit entfernt. Viele Ritter waren gebildet, konnten lesen und schreiben, sprachen Latein oder Französisch und standen im Dienst der Verwaltung oder Diplomatie. Natürlich gab es raue Sitten, aber Rittertum bedeutete auch Kultur, Ehre und Verantwortung. Ein komplexes System zwischen Krieg, Hof und Glauben. 10. Das Mittelalter war voller Raubritter. Falsch. Der Begriff Raubritter stammt gar nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem 19. Jahrhundert. Im Spätmittelalter, als das Rittertum an Bedeutung verlor, beriefen sich viele Adlige auf das sogenannte Fehderecht. Sie durften also rechtmäßig Feinde gefangen nehmen oder Eigentum beschlagnahmen. Städte wie Nürnberg oder Würzburg machten daraus Raubritterpropaganda, um gegen solche Burgen militärisch vorzugehen. Schon Kaiser Karl IV. Befahl im 14. Jahrhundert, die Raubnester entlang der Handelsrouten zu zerstören, und damit war die Ära der Fehde bald vorbei. Fazit: Burgen waren keine düsteren Schauplätze voller Pech und Feuer, sondern Machtzentrum, Wohnsitze und Symbole herrschaftlicher Ordnung. Das Mittelalter war komplexer, intelligenter und weit weniger klischeehaft, als viele glauben. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.